Herzlich willkommen für eine neue Edition von der ADR Tele. Mit diesem Jahr dem Resümee von unserem Nationalkongress zu Kiew. Bald 200 Membern waren mit von der Partie und heute war der Constat, dass die ADR so stark ist wie noch nie. Etwas, was sich auch wie rote Faden durch die Lust von der Redner gezogen hat. Das mit den Themen Meinungsfreiheit, Friedenspolitik und nachhaltige Aufsicherung von unserem Pensionssystem. An der Abteistadt Kiew, also im Nationalkongress, ist ganz klar gehen, dass die ADR eine wirklich Alternative für eine bessere Politik zu Lützeburg und in Europa ist. Wir sind keine Partei, die sich an das diplomatischen Tabu verstoppt. Aber wir schätzen das aus, was viele andere Leute just nicht mehr flüstern. Mit Klarheit und Verantwortung und noch mit Engagement, weil wir Lützeburg gerne haben. Ein grosses Merci an euch alle Guten, die den langen Weg und den weiten Weg hier in den grossen Norden gefunden haben. Und ich meine, ihr habt schon gesehen, wie ein Tunnel, der gesperrt war. Und da seht ihr jeweils schön 3 Bunden gefahren, die jahrelang am Chantier liegen und die noch mehr Stau verursachen, weil keine feierspurige Straße soll gebaut gehen. Kiew ist zwar heute keine Metropol, aber das ist auch die Hauptstadt von klaren Menschenverstand. Und ich meine, die Rolle steht Kiew ganz gut. Gesunder Menschenverstand, das ist etwas, was wir an der ADR absolut hochhalten. Im Gegensatz zu den anderen Parteien hier im Land. Wenn ich an die ADR geht, hat ich nicht den Reflex zu denken, was kann meine Partei für mich machen, aber was kann ich für meine Partei machen und was kann die Partei für das Land machen. Und diesen Reflex, den haben wir als ADR. Und in sich sollen wir da froh sein, dass wir eine noble Aufgabe haben, für die Partei zu denken, die dann dem Land denkt. Etwas anderes, was mir auffällt bei der ADR, das ist, dass wir den totalen Feeling haben bei den Leuten, ich will nicht so, was auch kennt bei den Leuten, wir haben den totalen Feeling zu der Bevölkerung, dass wir immer Themen abgegriffen haben. Das war in der Ära Giberia so und das ist in der heutigen Ära noch so. Wir greifen Punkte ab, die Leute draußen wirklich in der Fanger brennen. Wir holen die ab, wir machen es zum Affencode von den Leuten. 2015 haben wir die Wurstumsdebatte angefangen. Das ist etwas, was maßgeblich die Politik heute prägt, langfristig zu denken. Sie denken noch nicht langfristig genug. Wir haben andere Themen wie zum Beispiel Sicherheit, Kriminalität, der Rückgang von der Lützeburger Spruch, Armutsbekämpfung. Wir hatten immer den totalen Feeling gehabt, was Leute draußen, was sie bewegt, an die Politik holen wir mit. Und rein so, wenn sie Chamberdebatten nun haben, dann meinen die ja wirklich, was für ein Planet leben die. Da gibt dann Geschwätz über Sachen, wo ihn auch zum Teil kann nachvollziehen, was eine gewisse Politikverdrossenheit bei den Leuten ist. Und ich denke, da haben wir den totalen Feeling, den wir immer behalten, wir hatten den immer, und wir werden noch weiterhin haben. Wenn ich so rezent lese, was an der Presse steht, dann was Leute schreiben, was Leute denken, dann hört ihr immer so Begriffe wie Brandmauer und Isolation und die Meinungen, die von nämlich gehört gehen. Und ich sage, ich habe es ganz klar, wir können isoliert gehen, ignoriert gehen, gebrandmacht, gebrandmauert. Das macht alles keinen Sinn, weil das Verdikt vom Volk hat es recht gehen, aber werde es in Zukunft noch viel mehr Recht geben. Wir sind so stark wie nie, so nicht merci. Die ADR weiß nach, von wo sie hier kommt, und ist für über 30 Jahre als einer Bürgerbewegung entstanden, die sich für allem mit der Hilfe vom landesweit extrem beliebten Gast Giberien dafür eingesetzt hat, für faire Pensionen hier im Land durchzusetzen, was schlussendlich zu der größten Pensionsreform gefordert wird, die das Lützeburger Land je gekannt wird. Zum Wohl von allen schaffenden Leuten heute zu Lützeburg. Ich will gerne begrüßen, wo ich ganz froh sind, dass den heute bei uns ist. Das ist ein Gast. Wir haben ganz viel mit ihm geschafft, die letzten Wochen. Er hat mit uns geschafft, trotzdem, wo er ein bisschen durchgegangen ist, die letzten Wochen am Montag. Ich bin wirklich immens froh, dass du heute an der ersten Reihe bei uns am meinem Anfang offiziellen ersten Nationalkongress sitzt. Vielmals merci, Gast. Auch heutestags steht die Partei für eine ganz wichtige Aufgabe.
und zwar für das nationale Pensionssystem so zu gestalten, dass als Pensionen auch in Zukunft aufgesichert sind. Wir waren die Einzig, aber wirklich die Einzig, die bislo mit konkrete Vorschläge und Öffentlichkeit gegangen sind, in Form von unserer Broschüre «Schaffen die Hart soll in ihrer Briefbot» und noch mehr ausfeierlich und mengeriert an der Chambre gewesen haben. Wir hatten an der Partei eine Arbeitsgruppe gegründet, mit Leuten aus verschiedenen Bereichen, und auch da konnten wir auf die Unterstützung vom Gast zählen und haben zusammen die verschiedenen Ideen ausgeschafft. Ich will dir ein ganz großes Merci all denen sagen, die sich freiwillig die nötige Zeit geholt haben. Ich weiß, dass immens zu schätzen und ich will nicht für selbstverständlich. Ich will euch heute auf dieser Platz als konkrete Ideen zusammenfassen. Liebe Freunde, ich meine, ihr wisst alle gut, unser Pensionssystem beruht im Umlageverfahren, also die schaffenden Leute von heute bezahlen Pensionen von heute. Das setzt also logischerweise ein demografisches Wachstum an der kotisierenden Bevölkerung voraus. Wenn wir also stur unser Pensionssystem wenn wir aus beibehalten wollten und an der Theorie den nächsten Wachstum liefern gingen, da bräuchten wir laut Berechnungen nur 1.715.000 schaffende Leute für 745.000 Pensionären am Jahr 2070. Das ist unvorstellbar. Was das für das Land als Infrastrukturen, die Verkehrssituation im Wohnungsmarkt, für ein soziales und Gesundheitssystem bedeuten darf, will ich kaum vorstellen. Liebe Freunde, wir wollen den demografischen Wachstumsmodell definitiv nicht. Wir wollen unserem Land und den kommenden Generationen das nicht tun. Wir müssen aus der Wachstumsfalle raus, da der will kein 1 Millionen, auch schon ganz sicher kein 2,5 Millionen Einwohnerstaat. Alle Bürger muss sich aber heute bewusst sein, was wir mir frei auffangen, Korrekturen vorzuholen, und ich so nicht direkt, sie werden unkommod sein, und das steht auch schon in unserer Wahlbroschüre. Was das Männer weh für uns, mehr auch für die kommenden Generationen. Das sie mir hinnen an der Zukunft von unserem Land schuldig. Also der proposieren wir auf der einen Seite eine Reihe kurzfristiger und mittelfristiger Maßnahmen, die den ersten Pilier stärken sollen und damit ein aktuelles System entlasten. Das Vorschlag bedeuten einen generellen Solidaritätsbeitrag für jeder einzelnen Akteur. Dem Staat, dem Patronat, dem Salariat, aber auch den Pensionären. Das will ich heute ganz klar sagen, steht zum allgemeinen Pensionsregime, den im Solidaritätsprinzip basiert, aber bei dem jeder pflichtversichert ist. Das erste Pilier aus einer Pensionsdiskussion die wichtigsten und muss integral erhalten, ausgebaut und aufgesichert gehen. Daher ist sich aber bewusst, dass wir durch das Vorschlag, die wir machen, just Zeit gewonnen für eine nachhaltige Änderung vom Pensionssystem. Was proposieren wir also für den Moment? Wir haben verschiedene Ideen. Eine Erhöhung von den Kotisationen von 8 auf 9%, das ist aber progressiv, über die paar Jahre. Und nicht von heute auf morgen, sodass all die 3 Akteure, Patronat, Salariat und noch der Staat, die entsprechend Zeit haben, sich anzupassen. Eine Erhöhung vom vorgezogenen Rentenalter im Jahr, auch das progressiv über die paar Jahre. Dabei wollen wir aber den legalen Pensionsalter von 65 Jahren beibehalten und auch selbstverständlich Kotisationsjahre von 40 Jahren. Daher proposiert doch, dass die Freiberufler über 65 Jahre weiter kotisieren dürfen. Dem Freiberufler soll erlaubt sein, die obligatorische Pension mit 65 Jahren nicht auslaufen zu lassen. Hier kotisiert normal weiter, er soll seine Pension dann holen, wenn er nicht für richtig hält. Kommen wir auf den 65. Geburtstag. Da ist im Moment im Privatsektor ein Plafond, ein Drittel vom Mindestlohn, für nebenbei nach etwas zu verdienen, durch freiwillig zusätzliche Arbeit. Daher will der Plafond von einem Drittel vom Mindestlohn aufschaffen, es soll kein Plafond mehr an dem Bereich für die Pensionäre gehen und ihnen den Mutter mehr Freiraum geben. Wir unterstützen nicht blinde politische Ideen, aber wir haben auch Fragen.
Wir können also engerseits auch Ideen von anderen Parteien, sie wir aus der Majorität oder der Opposition, unterstützen. Aber wenn wir der Meinung sind, dass das schlecht ist für unser Land und unsere Gesellschaft, da wären wir uns dagegen. Wir machen uns stark für die Ideen, von denen wir überzeugt sind, dass sie gut sind, gut für Lützeburg und unsere Gesellschaft. Das ist das Ziel von der ADR, ihrer Politik. Das machen, was das Beste ist für das Land und die Gesellschaft. Liebe Freunde, ich weiß, nicht mit dem Strom zu schwimmen, kann immer Kraft, aber brauche gewissen Maß und Courage. Das ist nicht immer einfach, und das braucht eine Dickhaut. Mir das hält es nicht auf. Meine Überzeugungen, für die wir uns stark machen. Und den Zuspruch, den wir dafür aus der Gesellschaft kriegen, wiest immer weiter. Das bestärkt uns an unseren Ideen und weist, dass wir Richtige Weg sind. Alle Freunde, wir bleiben noch nicht stehen und drehen schon gar nicht um. Wir sind überzeugt und bereit, den Weg zu gehen und wir gehen zusammen. Das gestern, heute und morgen. Die ADR stößt auf immer mehr Zustimmung am Land. Das weist auch der Fakt, dass immer mehr Bürger den Schritt wollen, unserer Partei beizutreten. Seit unserem ersten Wahlerfolg bei den Gemengewahlen 23 abhaut, haben sich 420 weitere Leute dafür dezidiert, Member an unserer Partei zu gehen. Das ist eine beachtliche Zahl für unsere Partei. Und viele von diesen neuen Membern haben sich auch direkt an ihre jeweiligen Sektionen, Bezirke oder Strukturen engagiert. An da, liebe Kollegen, erinnere ich mich immer nächst um meine Anfangszeit an der Partei an eng von meinen ersten Rednern vom Ferner Karthäuser, die sagt, «Heierns du ist es richtig und wichtig, eine andere Meinung zu haben und die auch vertreten zu können. Weil wir, wenn nicht wir, möchten das so. Wir sind uns das nicht nur selber schuldig, mit zumal auch all unsere Wähler. Und so falsch können wir auch nicht leiden, weil wir von unseren Conseillen, Kommissionsmembern und Deputierten kennen das nicht. Wenn ihr aus der Sitzung herauskommt, wo ihr als nächste Meinung vertreten hört, und du wenigstens viel Kritik angestachelt, wenn dann Member von anderen Parteien bei ihr kommen, das hast du gut gesagt. Los mir also weiterhin so gut zusammen schaffen, an eng einer Meinung an de sos monotonen Debat rauflesen. Auch die neue ADR-Frau-Präsidentin hat an ihrer Intervention darüber hingewiesen, dass sie immer mehr Zulauf kriegen. Das neue Komitee von den ADR-Frauen besteht aus 22 Stammen. Davon sind 7 neue Damen dabei kommen, und darauf sind wir immens hilfreich, weil es beweist, dass Frauen sich auch an der Politik wollen engagieren. Ich kann nicht sagen, als Frau in der Politik hat die nicht immer einfach und nicht muss ich breit schölleren hun, weil oft geht die just auf sein Äußert reduziert oder als inkompetent durchgestellt. Das Engagement von unseren Damen an der Partei ist unermittlich. Und dafür so mir auch, dass die Stimme von den Frauen an der Gesellschaft immens wichtig ist. Wir als ADR-Frauen lassen uns nicht als Lückenfüller oder Quotefrau durchstellen. Wir engagieren uns auf viele Bereiche, aber besonders leidet die Familie um Herz. An der heutigen Gesellschaft sind Ältere quasi gezwungen, für zu 2 schaffen zu gehen, weil sie sonst finanziell gar nicht mehr über die Runde kommen. Doppelt belastet sind natürlich die alleinerziehend, die just ein Einkommen haben, die Beruf und Familie müssen unter den Hut kriegen und oft bleiben Kinder dabei auf der Strecke. Dafür plädieren wir schon seit Jahren für das ältere Geld, dass es der Familie soll ermöglichen, ihren Alltag besser zu gestalten. Es soll den Eltern eine weitere Alternative bieten, sich selber um die Erziehung von ihren Kindern zu kümmern. Den älteren Teil, den daheim bleibt, ob Mann oder Frau, soll der auch finanziell aufgesichert sein. Die Erziehung der Kinder als die Aufgabe der Eltern und nicht vom Staat.
Durch den alltäglichen Stress wird doch mental Gesundheit an der Gesellschaft gelitten, aber besonders die von den Kindern. Verschiedene Studien an Erfahrungen von Erzieher, Psychologen und Pädiatren weisen, dass Kinder immer mehr mit Stress, Angst, Depressionen zu kämpfen haben. Dafür sind wir auch dafür, dass alle Sorten von Ideologie nicht an der Schule verloren wird. Los die Kinder hier Kantheit und los sie sich frei entwickeln. Zëmmt dat ADR en Europadeputéierten an der Persoun vum Fernand Kartheiser huet, ass Hauptobjektiv fir am Europaparlament de Lützebäier eng Stëmm an noch eng Spruch ze ginn. Ein wichtiger Punkt an unserem Programm für Lützeburg als Spruch am Europäischen Parlament, an den europäischen Institutionen zu valorisieren. Das ist ein klassisches ADR-Thema. Wir haben das gemerkt, wir machen nicht vier und wir gucken das vor juristischen Avis, die gucken mal an, an der streiten wir vier. Es kann den Drehen haben an der Politik, an einen Drehen, den es schon zu brechen, dass wir können den Ried zu halten, ob Lützeburg ohne erbracht zu gehen. Es hat sich geändert, dass man von den 6 Europadeputierten, die wir nach 2024 hatten, kaum jemals etwas hören hätte, was nicht auf der Linie von der Kommission gewesen wäre, kaum etwas, was nicht konform gewesen wäre zu den Wünschen für die großen Europapolitiker, die wir dann immer haben, gewesen wäre. Das hat sich fundamental geändert. Es ist nicht mehr 6:0, es ist 5:1. Es gibt nur eine andere Stimme zu Brüssel. Es gibt eine Stimme, die viel mehr dezidiert für die Sachen antritt, die vielleicht denken, aber sich nicht immer trauen zu sagen. Das ist wichtig. Und ich sage nicht, für wer es wichtig ist, wie wer die Europapolitik haut vielleicht, was das immer wichtig gewesen aus anderen Gründen. Aber es geht hier um Substanz von der Freiheit, es geht um Substanz von der Demokratie. Substanz von der Freiheit als Meinungsfreiheit. Sie ist ein Gefahr. Ich sage das nicht, wie heute zu dramatisieren, ich sage nicht einfach, wie zu so wird es, weil mit den absurdesten Beispielen, mit den absurdesten Argumenten wird probiert, Meinungsfreiheit anzuschränken. Leute sollen nicht mehr dürfen, nicht mehr können so, was sie denken. Es gibt von die Plattforming, von allem Möglichen, wo Brandmauern, Kollegen haben schon für Druck gesagt, es wird probiert, Meinungen, die nicht konform sind, zu erdrücken. Aber ich sage nicht, wir werden das niemals akzeptieren. Wir werden für die Demokratie anstehen und kämpfen. Wir haben in der Europäischen Union einen Digital Services Act. Das klingt dann immer so, der sagt, das genannt. Das klingt wie vieles bürokratisch. Aber das ist das Instrument, wird bewusst zusätzlich dafür geholget, für andere Meinungen anzuschränken. Es gibt mit Argumenten geführt, die für uns nicht akzeptabel sind. Es wird gesagt, wir müssen kämpfen gegen Desinformation, Missinformation, Manipulation. Das sind die Argumente, die geholt gehen, aber wir wissen alle gut, ich meine, Michael und der andere hatten schon gesagt, dass was an den einen hier eine Falschinformation ist, als an den anderen hier eine richtige Information. Aber wir kennen alle gute Situationen, auch aus den letzten Jahren, wo das, was als falsch durchgestaltet wird, sich kurz darauf als richtig herausgestaltet wird. Wir können nicht aufhängen, Meinungen mit Verbot zu belegen. Wir sollen Meinungen mit Argumenten, wenn sie es nicht passen, mit Argumenten begegnen und gucken, wen die besseren Argumente hat und ob die man näher fahren. Weil der Sens von der Meinungsfreiheit, der Sens von der Freiheit, das ist eben, dass eine Demokratie nicht kann leben, wenn man nicht mehr einen offenen Dialog und eine offene Diskussion mit pflegen. Wir haben an Europa auch den großen Wunsch, und das ist eben auch ein Handgedanke von dem Krieg, auf den ich muss zu schwätzen kommen, weil einfach eigentlich das größte Problem war, aus dem wir mal Blick auf Europa haben, nämlich der Krieg auf europäischem Boden. Wir haben auch eine Tendenz von der Europäischen Kommission, wie das zu benutzen, für sich selber mehr Pouvoir zu gehen.
Das ist eine Tendenz, die wir immer gesehen, auch in Europa, auch an nationalen Plan, wo Krisen existieren. Krise gehen DAX dafür benutzt, nicht für neue Chancen zu entwickeln, sondern für Kompetenzen auf sich selber zu zeigen, die ihn dann nicht tut. Die Europäische Kommission probiert das ganz deutlich. Und hat auch immer Blickprobleme, zum Beispiel mit der französischen Deputierten am Europaparlament, weil das ein Match umgegangen. Der Krieg wird geholt von der Europäischen Kommission für Kompetenzen auf sich selber zu überdrohen. Besonders eben der militärische Bereich. An Franzosen sagen, wir müssen gucken, dass man, wann das geschieht, die Kommission hat an den Treten überhaupt nicht die Kompetenz dafür. Die Kompetenz liegt beim Conseil, beim Ministerrat, also bei den Memberstaaten, nicht bei der Europäischen Kommission. Das ist eine wichtige Debatte, weil wir müssen ja gucken, dass erstens Treten respektiert gehen, und zweitens Kompetenz noch da liegen, wo sie auch Lützburger Interessen am meisten entsprechen. Und das auch nicht an unserem Interesse für Kompetenzen und Kommissionen zu gehen, die nicht mehr können kontrolliert, die froh, wo Krieg auf Frieden und so weiter, wo wir aber wie alle anderen Länder können ein eminenten Interesse daran haben, da wird mal Rage zu geben, wo wir nicht Rage zu gehen. Das ist schon eine ganz wichtige Konsideration. Und Franzosen gehen zum Beispiel hin, also wir müssen die Kompetenzen am militärischen Bereich überdrohen, nicht unter die Europäische Kommission, sondern unter die Europäische Agence de Défense, die auch geht für Wert, weil die Agence de Défense unter der Kompetenz von den Ministern liegt, von den Memberstaaten, vom Conseil. Und das ist etwas, was wir auch unterstützen, weil wir einfach hätten, dass Treaty respektiert gehen. Ich so nicht, das just aus einem einzigen Grund, weil die muss ich immer 100 Sachen gesehen, was ist das Interesse, für was wird probiert, militärisch statt so zu machen, ganz einfach, weil die Kommission die Rechte hat, dieser Blick nach nicht tut. Wir haben das doch gesehen am Bereich vom Logement. Das Logement ist keine europäische Kompetenz. Logement ist eine Nationalkompetenz von unseren nationalen Parlamenten. Aber trotzdem goufen lo Kommissär für Logement geschafft, muss ich sagen, das war eine Idee von den Sozialisten, den hört zwar nicht, und ich kann gar nicht bewirken, weil nicht tut, kann vielleicht ein paar Sue gehen aus dem europäischen Budget, aber es gibt keine Kompetenz. Aber die Idee am Logement, am Militärischen, wie der Kommission immer mehr Recht dazu gehen, als die Idee, wie den europäischen Föderalstaat zu machen, für das zu machen, wo wir eigentlich nicht dafür stehen, weil wir für ein Europa, wo die Nationen stehen, und wir werden auch aufpassen, dass das so bleibt. Och an der Chambre aem mecht der konsequent eng produktiv a konstruktiv Oppositionspolitik. Wir müssen als Vieren geht immer mich stark Angriffe an als Freiheiten, als Meinungsfreiheit, an als Demokratie. Wo dir oft gefällt, et kennt dit oft nämlich dazu, was den denkt, nicht unbedingt für den verboten, da wird gesagt, ihr könnt eure Meinung sagen. Die muss auch mit der Konsequenz leben. Ja, die muss mit der Konsequenz leben. Ja, was heißt das da? Wo dir das Gefühl, dass Meinung oft nicht erwünscht ist, wo dir das Gefühl, dass verschiedene wichtige Themen in eurem Land nicht richtig angeschwärzt gehen, dass andere andauernd noch viel Brüche gehen, für uns aufzulenken, wo dir das Gefühl, dass das System hat, wo dir das Gefühl, dass oft Medien parteiisch sind, wo dir das Gefühl, dass Versicht geht von Nöwen ruft, Leute zu kontrollieren und zu lenken, am Platz der Leute von innen rup not zu lauschen, wie das am Anfang einer Demokratie soll sein. Aber wenn der das so sieht, dann hat ihr recht. Das ist so. Meinungsfreiheit geht immer mehr attackiert. Es geht von regulären geschwärzt. Das heißt dann aber am Anfang etwas wie Zensur. Und oft geht man gar nicht mehr gezeckt, für das Urteil so zuzugehen. Und natürlich sind Medien, sowohl in Lützeburg wie auch im Ausland, nicht neutral, waren sie übrigens nie. Also in den Moment seht, dass als Lützeburger Zeitungen neutral wären. Lützeburger Zeitungen waren immer parteiisch. Also sie waren auch immer zugehörig zu einem Block. Das war immer so, dass also nichts von den Daten so behauptet, auch von der verschiedene Hautfleisch verwundert. Oft wird auch dann das nämlich geschrieben, eine Alternativmeinung muss ich lang sichern, dafür sind wir dann zuständig. Weitere Affären natürlich lenken uns auf von wichtigen Sujeten. Das ist natürlich gut, dass sie viel über Caritas schwätzt, wie das ist auch bequem für verschiedene Leute an der Politik, weil solange wir über so etwas schwätzen, schwätzt man nicht über die reellen Probleme an der Zukunft von unserem Land. Allein, das ist ein bisschen so, wie auch in Europa. Wir gehen auf europäischem Plan an noch zu Lützeburg gern dirigiert von Nöwenhof, von einer selber ernannter Elite,
der net unbedingt darum geht, dass Folgen schäden kann, der nicht darum geht, dass die Leute nur gelauscht wird, der nicht um die Freiheit von den Bürger geht, aber die wollen, dass man an Angst leben. Die wollen, dass man fährten, die wollen, dass man ein schlechtes Gewissen haben, die wollen, dass man kontrollierbar sind und dass man das machen, was sie gern hätten und dass man denken, was sie gern hätten. Und genau da geht, liefern, müssen wir als wehren. An die selber ernannten elitär Weltverbesserer zurück auf den Boden von der Realität zu holen, von den Menschen hier am Land und in Europa. Das ist eine Aufgabe, die wir haben. Das ist ein Kampf für die Freiheit, das ist ein Kampf für die Leute draußen. Und es ist nicht überzeugt, da haben wir gesehen, dass Zehntausende Leute auch hier am Land als do werden begleiten und als dabei werden unterstützen. Das ist nicht einfach. Wir schwammen gegen den Strom, ganz oft, aber wir gehen die Aufgabe offensiv und auch ganz optimistisch. Angst machen. Nachdem wir Angst gemacht haben von der Klimaapokalypse, und du hast mir ganz viel Angst gemacht für Corona, und alles das benutzt gehen für große Abschnitte an als Freiheit zu erholen, und wir vergessen das doch nicht. Muss man auch Angst gemacht kriegen für Krieg, permanent berieselt, der Krieg steht 400 Jahre, gleich genug gegrafen, und Angst gemacht kriegen wir für Ende von der Demokratie. Und das ist am Anfang das Neueste, was die ganze Zeit wiederholt wird, als Demokratie als bedroht. Und ich übersetze nicht nur, was das heißt, von denen, die unter Macht sind, so als Demokratie als bedroht, dann heißt das eigentlich, als Macht als bedroht. Aber wenn sie sagen, Sozialmedien müssen reguliert gehen, dann heißt das, Sozialmedien müssen zensiert gehen. Aber wenn sie sagen, Sozialmedien sind ein Gefahr für Demokratie, dann mengen sie, Sozialmedien sind ein Gefahr für Eisenerhalt und der Macht. Und da versteht den besser, was es geht. Es geht denen nicht um Demokratie, es geht denen um den Machterhalt. Also sie sagen, sie geben Demokratie gerne unterstützen, aber das ist nicht der Fall. Sie wollen just hier Macht verteidigen, sie wollen nicht Weltbild verteidigen, was die letzten Zeit ganz stark und wackeln kommen ist, aber was auch noch weiter wird und wackeln kommen. Und da gehen sie nicht ein, sie panikieren, und die Reaktion ist dann, andere Meinungen wollen zu erbannen, die nicht zu ihrem Mainstream gehören. Das heißt, sie gehen am Anfang für Demokratie zu sehen, aber sie sind am Anfang dagegen. Und viele von ihnen sind sich das mal nicht bewusst, mit das eben nicht so einfach, alles immer zu verstehen. Und wir sind am Anfang eine Partei, wo ihn dann eben eine andere Meinung auch kann haben. Und das ist auch einer von den Gründen, für was wir so stark unter Meinungsfreiheit interessiert sind, weil wir die sind, die es am meisten spüren. Akit das nicht verboten ist, mit das so wie viel gesagt, wenn an einem Gemengerot oder an der Chambre auffängt, etwas zu sagen, was die anderen nicht wollen hören, was aber ganz legitim ist, da probieren sie mit allen Mitteln, ihr klein zu machen. Da unterbrechen sie sich, da vernennen sie sich, da machen sie es schlecht und da kommen sie mit allen möglichen Tricken von Isolation. Und das ist ja genau der Punkt, wo den demokratischen Diskurs gerade von denen Leuten vergiftet wird, die da draußen umgehen, sie geben den demokratischen Diskurs verteidigen. Und das muss man weisen, dass das ein Problem ist. Und mir Wir haben Courage, die können der Meinung sagen. Wir sind auch hier alle Guten, nicht immer alle Guten enger Meinung. Das ist auch okay. Es findet ihr wahrscheinlich keine Partei, wo in 100% immer enger Meinung ist. Wir die können der Meinung sagen, und wir können als Meinung sagen. Und wir halten darauf, dass Leute dabei sind, wenn sie Meinung sagen. Die muss nicht Vogue sein, wie ihn das nennt. Die muss auch nicht LGBTQ-Themen an der Schule akzeptieren. Die muss auch nicht Corona-Einschränkungen akzeptieren. Die muss nicht für Waffenlieferungen sein. Die muss auch nicht für Auftreibungen sein. Und so weiter und so fort. Es ist recht, eine Meinung zu haben, ohne Negativkonsequenzen müssen
zu erleben an das Recht wo mir als ADR für jidereen auf für all Meinung immer werden ersetzen. Enttäuscht vun der Mainstream-Politik vun denen anderen sind se zumols och bei denen Jonken vun der Adrenalin, freie Motto, Dikteinen an neichter hammert. Juren ha am Land hunn es genug, Frauen ha am Land hunn es genug, an noch Familien an diesem Land hunn es genug. Wir müssen handeln an wir können net mi werden. Den Ersatz fir Sicherheit a Freiheit ha am Land geht also just mat deis an zwermer enger stärker ADR. Wir stelle fest, viel Politiker hu Schwätze geleiert, déi wéinech sewer wéi richtig handelt. Ennner dem Präbli vun der Meinungsfreiheit getëst missbraucht fir eng Brandmauer géint alternativ opzerichten. An der Lächt hat de 5 Jugendparteien sech ze Summe gedoen fir anscheinend Demokratie zu schützen an ze retten. Well sie méi direkt Demokratie, méi Referenden, manner Zensur. Nee go net, dat hin egal. Mé eng Privatentrevue mam Staatsminister am am Chamberspräsident also oni Pier an Audi Turen, dat ass anscheinend hire Plan fir Demokratie ze retten. Dese Virus vun der Antidemokratie, déi jo schon fir Drunhai annimmt gouf, huet als nëtschs verschiedene Mammeparteien, awer och schon verschiedene Jugendparteien befallen. Wir stellen also fest, dass Jugendparteien wollten net mal schaffen, wo sie an der Majorität sind, da werden sie halt mal schaffen, was sie geschwind an der Minorität sind. Für die Wahlen goufen de Regierungsparteien CSV an DP gesot, dat Sicherheit ha am Land méi eespmies geholl gin. Gouf gesot, dat déi sech wie eng méi konsequent Migrationspolitik iwwersetzen. Aber bis haut huet se Stotsituatioun net deitlech verbessert. DP an CSV hunn alt Vertrauen vun der Jugend missbraucht. Führende Wahlen hatte sie de Winker noiert gesat, fir no de Wahlen direkt no links aufzubeien. An dofir ha als Ziel. Mir verroden als idealer net. An dowins wird der DDR mat der volle Unterstützung vun der Adrenalin bei de nächste Wahlen net schüss die zweetmeesch gewählte Partei mit déi allermeesch gewählte Partei vun der Jugend hai am Land ginn. Migrationspolitik war also een vun Hauptthemen bei de lächten Europawahlen an dat fir allem wenns dem Druck vun der Jugend, deet nemmi aushält. Mir auch do gouf bis haut noch net genug gemerk. Alles wat die EU-Kommission opegt, gëtt mechtens zu Katastroph. Dat Gewochschaft fir drnner nimmt, am Moment der vu Krisen versicht die EU sech Kompetenzen nun zu schaffen, déi go net hier sinn. Wir erinnern uns bei der Landwirtschaft, wer das geschieht, Bauern sind bis auf Preisgänge für zu protestieren. Covid, die EU-Kommission versicht ein digitales sanitäre Pass zu entwickeln, wo man selber mal nicht wissen, wie du darauf Zugriff wer tun. Energiepolitik, ein Green Deal, der nicht bringt, als Automobilindustrie zerstört, an dem Verbrennermotor ein Ende setzen will. Das ist nicht in Europa, das nachhaltig stärker schön ist, das ist den europäischen Albtraum. Wir haben eine gute Message, wir werden dem ein Ende setzen. Just Adrenalin an der DDR setze sech permanent fir d Lützebauer Interessen an. Sie wird nationalen oder europäischen Niveau. Wat kre mir all der fir Gegewand fir? A gene déi Idealer wette mir nie verroden an dat bis zu eusem lächte Notemzug. Ech so nicht film muss Bersi. Dat war doch schon fir dës Sendung. Merci fir Opmerksamkeet, guckt eis op der Tele bei Apart TV oder op eiser Facebook an Internetseite. Bleibt gesund a bis geschwind.